Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, Leute. Wird heute eine kurze Aktion. Ähm, ich bin am Puls der Zeit vor knappen Stunden sowas, ein bisschen über einer Stunde ist bei Schanzenwort Broadcast was hochgeladen worden. Und darüber wollte ich mit euch einmal reden. Ja? Ich hoffe, ihr seht es. Es ist relativ klein, müsst ein bisschen näher dran gehen im Notfall. Ja? Es geht um dieses Video hier unten. Hm? Und zwar, hier schwingt sich der liebe Reini auf sein aktuelles neues Drachenmobil, also diese E-Scooter, und mettelt vor ein paar Hatern davon. Ich weiß nicht, der eine Typ ist so ein bisschen drüber. Der kichert wie eine Hyäne aus einem Disney-Film. Keine Ahnung, was mit dem nicht stimmt, aber anscheinend gab es da eine Konfrontation. Und nach dieser Konfrontation hat sie der Rainer auf den E-Scooter geschwungen und wollte davon meddeln. Und dann passiert Folgendes. Hast du es auf Video? Fettsack, Junge, deine Beine sehen ja geil aus. Und ihr seht hier schon, ne? Rainer will diesen Hatern zeigen, wie fürchterlich cool er ist. Ja, da sagt der Vater hier davon, da schaut's mir an, mit nur einem Arm am Lenker, der andere Arm locker irgendwie am Arschgebirge vorbeihängend. Ja, und wenn halt hier Style over Substance Name of the Game ist, dann passiert Folgendes. Ja, und da hat's einen hingelassen, einen Fressklitsch. Und ihr müsst euch mal, schaut euch bei Schanzenwatch dieses Ding mal an, ihr müsst euch das mal anschauen, der fällt um wie ein nasser Sack. Dieser Mann ist so ein Körperklaus, der hat gar keine Reflexe oder sonst was mehr. Den, wenn's mault, dann fällt der einfach um. Ja? Und wir wissen, Rainer ist jetzt nicht irgendwie substanzaffin oder sowas. Also es darf auch davon ausgegangen werden, dass der stocknüchtern war zu dem Zeitpunkt. Aber wie es ihn da mault, ist unfassbar. Einfach vollkommen ohne jegliche Körperspannung. Hier, der eine eskaliert noch ein bisschen, aber dann gehen sie hin und fragen ihn dann auch, wie es ausschaut, ob es ihm gut geht, etc. bla bla. Und ihm scheint da jetzt nichts Ernsthaftes passiert zu sein. Aber sagen wir es mal so, alles, was bei so einem Sturz passieren hätte können, jetzt irgendwie, ja, das wäre nur Kirsche oben auf dem Eisbecher, der sein absolut desaströser Gesundheitszustand ist, sagen wir mal ehrlich. Ich habe mir vorhin ein Video angeschaut beim Rübenfuchs im Übrigen. Eine Empfehlung meinerseits, ich verlinke euch den nochmal unten. Der ist ganz cool. Hat sich mit ein paar anderen Hatern über Rainers Gesundheitszustand unterhalten, über die Beine, was da Phase ist. Wie gesagt, ich habe selber auch mal aus meinem Umfeld einen Arzt konsultiert und dem das einmal gezeigt und der hat auch gesagt, ja, ist schwierig, sagen wir es mal so. Und als ich dem dann gesagt habe, dass der Besitzer dieser Prachtexemplare von Beinen behauptet hat, vor kurzem einen Arzt aufgesucht zu haben, der ihm eine tadellose Gesundheit bescheinigt hat, hat er erst einmal gelacht und hat gesagt, ja, ist alles klar. Die Leute mit der schweren Leberzirrhose, die zu ihm kommen, die haben in ihrem ganzen Leben immer noch keinen Tropfen Alkohol getrunken, etc. Wir wissen es. Rainer ernährt sich gesund, Rainer geht's gut, der Bur strotzt vor Lebenskraft. Und so lasst's ihn hier. So mault es den, wie ein nasser Sack. Gut, was haben wir noch? Ja, ich habe mit dem lieben MadDog vorgestern ein Video aufgenommen und der hat das auch auf seinem Kanal hochgemeldet. Ja, da haben wir auf irgendeine
einen Stream von 2019 oder sowas haben wir reagiert. Schaut's da mal rein, auch dieses werde ich euch unten verlinken. Was haben wir gesagt? Rübenfuchs. Genau, über den Rübenfuchs, der hat nämlich eine Empfehlung rausgemeldet in seinem letzten Video. Und zwar die Mulle von nebenan, die hat, warte mal, schauen wir doch mal. Mulle. Jupp, da sind sie. Ja, Rechtschreibung, Kasper. So. Hier, 14 Videos. Ja, 126 Abonnenten. Nö. Ich habe mir das, ja, ich konnte nicht widerstehen, das erste Lustlord-Video von ihr angeschaut. Sehr unterhaltsam, sehr sympathische Stimme. Ja, meldet doch mal rüber, lasst der Liebe da. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut und Medal off.